Well, hallo. Lang nog van jullie gehoord en je vielleicht nicht von mir. Ich habe nu al mehrere nicht ein Video gemerkt und je mocht vielleicht wundern, wieso nicht, weil ich habe sehr Druck gehabt. Dus die Gesundheit ist nicht einmal durch, wo die soll sein, aber das ist nur noch fein. Und wir haben auch sehr Druck, wir wollen da nu sehr halten, alle Bäume in Haus schlafen und zwei Jahren und Spulen und Nenführen. Das soll mein sehr kalte Winter sein. Aber immerhin, von jou wel wir ein Video machen. Und das ist für so eine Menschen, die die Käse gleichen. Nicht alle Menschen gleichen Käse, aber für so eine Menschen, die die Käse gleichen. Ich glaube, ihr wollt das interessieren. Das erste Rezept, was wir wollen merken, dort nennt sich Queso Fundido. In Mexiko auf viele stehen, ist das sehr berühmt. Und dort ist geschmoltener Käse, der dann durch Chorizo mank. Und dann hier noch ein bisschen Pico de Gallo Fleisch oder vielleicht noch ein bisschen Steak oder Hühnerfleisch boven ab. Und dann müssen wir die Tortillas nehmen und das geschmoltene Käse und alles toplos so anschapen. Und das ist ein bisschen für appetizers, ein bisschen zum Vereten. Ja, eine große Mahlzeit, dann müssen wir auch noch ein bisschen Tuffeln durch. So, ich gucke die gleichen dort und wir werden sehen, wo dort wird kommen. Oh yeah! Well, das erste Mal wir dann noch frische Tortillas machen. Ich habe hier Maseca, ein half Mehl. Schau, sehr krank und das schmeckt noch schön. Und was je dann darüber nicht utrollen, dann muss ein bisschen geduldig sein mit dem, aber das schmeckt nicht so sehr nach Maseca und nicht ganz nach Mehl. Und hier wird er auf 3:30 gebackt. Das ist jetzt sehr schmack. Und hier haben wir Chorizo. Das gibt ja viele Sorten Chorizo, aber ich gleich das habe ich hier bei Saudermitz gekauft. Das ist nicht schmutzig. Und dann muss man meistens ein bisschen Schmutz bieten und bruden. Kijk mal, hier haben wir das Goa. Wo wir das rausnehmen, das ist aber das nächste. Das geht nicht lang, das Goa bruden. Das ist nicht so reine Schmutz, weil hier das andere Gelegenheit abbrücken. Und hier haben wir was Backfleisch, was Breast Meat. Und wir haben hier ein bisschen Fleischsalt. Ich habe das sehr dünne Sträumchen geschnitten, das Backfleisch. Und mit eingesalten, weil uns das hier ein bisschen fein backen. Und das werden wir hier auch brücken. Das hat nicht lange gedauert. Und für das wollen wir noch Jalapenos brücken. Wir haben die hier nu am Garten. Oben hier an Stuhl plakken. Wir haben dit hier sehr fein lekker haben mit alle Jalapenos. Und dann fehlen uns auch noch Zippeln. Wir wollen noch Fuß kommen, was Zippeln plakken. Eine wird auch eine Jel, wo wir von der brücken. Sehr schmacke Zippeln haben wir. Ups, da haben wir einen Sticker eingeladen. Und wir haben hier Käse. Das ist Mozzarella, wo wir den fein rieben. Und hier haben wir noch so einen anderen Cheddar. Wir dachten, wir würden den vielleicht auch noch ein bisschen brücken. Und die kann so ein Käse brücken, als ich will. Hier wollen wir unsere Zippeln erst brün bruden. Und wenn die so mehr brün sind, dann ein kleines Salz und Pfeffer machen. Und dann wollen wir die Jalapenos so noch ein bisschen machen, ein bisschen durchbruden. Und dann ist das rein. Ich alles fein reinmachen und gut machen. Und dann hier das alles bis klaksen und dann einmal durchbruden und durchbacken und dann ist es gut. Das ist auch gut. Okay, das ist gesehen, wir haben hier die alles rein. Wir haben hier 2 Sorten Käse, Mozzarella und Cheddar. Hier haben wir uns Chorizo. Und dort ja viele Sorten Chorizo, die können die dann so brücken, das gibt auch wie gleich in dit. Hier haben wir unsere Zippeln mit Jalapenos durchgebrut. Hier haben wir uns Hühnerfleisch. Und die können so eine Pfanne Stück brücken. Was die können in den Ofen backen zum Abhärten. Oder die können eine Gusspanne brücken. Und das ist was wir von der wollen. Wir haben eine Gusspanne. So, nu werden wir das mal alle reinmerken. Das Queso Fundido. Das erste, wo wir ein klein bisschen Chorizo. Sagst du es dort. Und dann wollen wir ein bisschen Käse machen. Van beide storms home. Wow, krijg ze stort, check them. Woehoe! En daar hebben we een beetje van deze Zeppelin. En wanneer je die Zeppelin leggen, dan laat je die uit. En weet je wat, er zijn eentje die gleichen nach Pilzje da machen. En ik würde ook gleich haben, aber wir haben die von dir auch nicht. Mushrooms. Wenn wir krijg ze stort. So. En dan weet je wat, dan wollen wir een beetje Chorizo. Und das Chorizo, der ist nicht so ganz weltlich schmutzig, als einzige, was er erkennen kann im Stuhl.
Dus ik zei dat jij bij Southern Meats check een Schanzenveld hier in Manitoba. En wat je onder liggen, dan doe je dat. Ja, en nu waren we thuis lernen, dit is voor zo'n mensen wat we thuis gleichen. En wat je niet thuis gleichen, dan kan je dat video niet checken. Dan check liever nog wat anders. Ja. Woehoe. En daar waren we een beetje zo'n stit. Sippelen en die worden al. Meine Frau sagt aber Sippeln, gebroedene Sippeln hebben niet te veel gaan. En ik stel maar op met gebroedene Sippeln en peperschoten. Dat smaakt alle een schijn. Nu check hem mal. Woehoe! En dan, weet je wat? Ja, dit video is van deel van thuis. Graag zo. En daar wou we de oven ophetten van ongeveer 375 graden. En daar wou we dat ophetten. Like 10, 15 minuten, dan kan je bij een beetje checken, wat ik is fan versmalten is. Ja, nu check hem mal. En dan, wat we dan gaan doen, is dan willen we hier nog een beetje zo'n Stremels Hühnerfleisch nemen. Ja, check hem mal. Dat had je wie ook eens gebroed. En weet je wat, wenn je niet Fleisch zult hebben, dat Hühnerfleisch dan bloß zout en peper, dat smaakt ook zuier. Woehoe, wat hier nu wilt. Ja, krak zo. Nu gaan we dit bakken. En dan wat ik wijzen wat dat zit. Want we schrijven zum eten. En dit is te zijn een appetizer. Ja. Ai, ik kan hem meest niet leren. Krak zo staat. Ja, ik wil je er nog van dichtbij wijzen. Wauw! 375 graden. Waar het hier een stuk 15 minuten dan en dan willen we mal checken, wann zijn we het zet. Mamma mia, nu wil je maar wat wijzen, dat prizzelt nu, kijk hem mal dat. Zo fijn daar gebakt, ik weet niet, 15 minuten, lekker zo, hark hem al. Dat prizzelt zeer fijn. En nu zijn we uit te eten. Ja, nu kijk hem al. Zeer fijn daar gebakt, van ongeveer 15 naar 20 minuten. Dat prizzelt fijn. En nu gaan we ons hier schwin nog wat tortillas opwarmen. Ik leen heute tortillas voor dit. Dat zijn de frisse tortillas wat we eerst gebakt hadden. En daar willen we eten. Oké, hier hebben we ons frisch gemerkte pico de gallo, hebben we alle in gorden. Onze heute tortillas. Nu willen we ons erschapen. Oh boy, dat heeft me al even nu gehongerd. Ik zag dat laatst eenmaal dat recept een video daarvan. En ja, dat zo fijn doorgesmolten. Een beetje pico de gallo op. En daar willen we eten. Die kan je dan erschapen. Maar als je dan bloß de tortillas nemen en dan staat daar en de pan aan en dan pakken zich door een vers kuizenvlees aan. Maar wie worden met een lepel dat laat een beetje vernimft, ja. En voor Mexikanische eten moet je een dag ook een Mexikanische drink hebben. We hebben Pepsi. Als je gleich Coca-Cola, maar eigenlijk Pepsi. Nou ja, wat leuk je wordt het smaken. Weer een thuis gleicht. Dit lijkt wat van der zeer schön smaken. Dit is wat ze naam appetizers, so bij eigenlijk wordt het van der maaltijd merken. En wat ik wil zeggen nog, voor je helemaal dankbaar te zijn. God is in controle. Und God kan we niets doen. En met God kan we alles doen. So, nu willen we dit maar smaken. Dat heet de pico de gallo. En wat je wat, wanneer je niet chorizo leggen en een chorizo hebben, dan brok je gemolden vlees. Is wat. Ach. Zeer fijn. Morgen waar we ook weer wat meer met thuis. Zo. We gaan zien en reden we morgen. Oh,
Nou ja, van der erst war was durch, von der war noch anderes merken, von Jais. Das war einer, das wird gestern deuten. So ich wollte wissen, was wir da verbrochen. Und muss sagen, wo wir merken. So ich kann natürlich ja gemerkt, ich sagte das letzte Video davon, mich interessiert hat, so warum sind wir das geschafft? Okay, so als ihr sehen könnt, hier haben wir ein bisschen Rindfleisch, bitter Fleisch. Und das war ein bisschen wegklappen. Und hier haben wir ein paar Jalapenos, hier haben wir eine Sippel, hier haben wir eine rote, eine grüne Peperschutz und Bell Peppers, Chili Marron. Hier haben wir uns Cheese und hier haben wir eine Buljke. Ich kaufe mir das am Stuhl, das ist eine nate Buljke. Und die werden wir von der Brocken dort haben. Naja, da wollen wir nehmen, dann wollen wir die Peperschutz und alles Schmack fein schneiden. Wir wollen alles reinmerken, aber viel merken. Dann haben wir das alle fein broden und reinmerken. Und dann die das lang ist so lang, wenn er ein bisschen fein organisiert ist. So, wenn er ein schönes Maß hat, dann die das nicht sehr lang. Jalapenos, die dauert so dicht nehmen, dass es nicht ganz so stark ist, dass meine Frau das auch essen kann. Sie sagt, dann ist es ganz uitgebrannt, mir brennt das nicht mehr, aber und das nicht mehr kann Peperschutz essen, dann weiß ich, was dann wieder tun. Aber einmal hier haben wir das Fleisch, wo wir in der Luft nehmen, wo wir alle ein bisschen wegklappen. Und da wollen wir viel merken, und da werden wir das broden. Das ist nicht sehr viel Arbeit, aber dann, wenn wir haben, das fein weggeklappt, das ist Beef Tenderloin. Da, wir haben alles rein. Und das Fleisch, die haben das weggeklappt, wo wir das alle noch an kleine Strämeltjes schneiden. Und das ist ein bisschen Fajitas Res. Aber einmal haben hier war bloß von der Salz und Pfeffer. Einmal das einfache, das schmeckt auch schein. Sehr schein. Ja, die wollen wir viel merken. Und da werden wir das Fleisch broten. Plancha heute. Wie ein klein bisschen Olivenöl ab und dann da wir das Fleisch dann ab. Oh ja. Ich habe das geschmeckt. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen mehr Salz und Pfeffer bei. Direkt gestoppt. Ich glaube, das ist gut. Schmeckt irgendwie abscheulich schein. Und das nächste dauert das Säppeln. Das erste, wow, da ein bisschen klein bisschen verbroten und dann wow, das andere weiter machen. Säppeln fangen an bruin zu werden, da wir alles weiter machen. Auch alle ein bisschen Eichbrot, wie wir nicht ganz gut haben, aber so meist. So. Wow, riecht das Nühlschein. Und was man sagen, da wir ein klein bisschen Olivenöl machen. Mit Salz und Pfeffer. Ja, und eins noch ein klein bisschen Butter machen. Ja. Dann beschickt das auch ein klein bisschen Dollar. Wir wollen das sagen, dass das meist gut ist. Nicht ganz, sondern ein klein bisschen crunchy ist. Das trägt schein. Ich glaube, rein ganz dort erst gut. Okay, was leid ihr? Nu werden wir mal was wir nennen Plautdietsch Buljke Pizza. Wir haben uns ein Buljke gekauft, ein bisschen natet. Das ist was sie nennen Sourdough, süßer Deeg. Und wir wollen bloß groß hier ein bisschen das Bohrste da extra rausschneiden. Und nee, das wollen wir nicht waschschneiden. Das haben wir reichen, oder bloß Mars. Mit reichen mit Peanut Butter und Sapsel. Anyway, nu wat we doen is nu dat hier ganz uithalten. En dat is vielleicht ein klein bisschen Arbeit, aber weet je wat? Dat wordt dat wert zijn. En weet je, die kennen met pan blanco, dat zijn dan kleinere. En dan krijg je eine per persoon. Oder je kan een bootje, dat is dit, met leeg bootje.
Ich wollte Ihnen wissen, weil wir das schon ganz ausgehalten hat. Das erste wird Arbeit, aber weißt du was? Und das schmeckt, wenn ich weiß, das wollen wir nachher reichen. Hoho, check mal. Sehr schön. Anyway, nu wollte ich das wissen, weil wir das ganze Stadt ausgehalten haben. Okay, kann das sein? Nu haben wir das Buljke schmeckt ganz ausgehalten. Hier haben wir das Überbleibsel, das wollen wir uns reichen. Und dann können wir das nächste Mal brauchen. Das wollen wir nicht verschmieden. Bei Amazon, das ist uns Buljke, deutsche Buljke Pizza. Und da wollen wir uns erstlich, was wir wollen, down ist, wenn das ein Käse-Video ist. Da, wo du ist mit genau bei Käse-Starter fernnehmen. Und dann, weil wir mit dem Fleisch nehmen, merken, dass du Fleischbeeren hast. Ich habe mein Vater gesehen, der in Mexiko, als ich dort Tacos kauft, dann sie eine halbe Masse Spätz von Tacos nehmen und dann, wenn die Klienten, die Customer nicht kicken, dann kleiben sie noch schnell die Hälfte raus. Aber das schmeckt wie ein ganz gräsam, sehr schön. Du kick mal, nu haben wir fein Fleischbeeren. Und dann wollen wir hier so ein Grünz nehmen. Oh, jai. Einzige wundern, wo sie wusste, was so eine Arbeit merken, weißt du was? Das hier hat scheinbar mit Eten spielen. Du, den wollen wir zur Fahrt merken, ist echt. Jai. Du, ich will das krackt, wo das werden. Und vielleicht noch ein klein bisschen mehr Fleisch hier im Team, ein paar Bittchen mit Eze ever. Du, und dann, was wir da ist, da weil wir hier noch einmal go, Scheiß ever, dass wir mit so fein nehmen, dass wir mit so fein Rundfahrt sind. Du, check mal. En weet je wat? Ik lees zo'n Käse wat ze op een klapsnap doen. Krijg zo'n stuk. Den schmeckt mir auch immer sehr schön. Das ist ein Käse-Video. So da wollen wir da noch so start alle wegen ein Ewa. Käse. Und die kann so ein Käse brauchen, ist gewählt. Und weißt du was, dann merkt ihr so eine Buljke steht, was nicht so ganz schrack, sehr groß sein, merkt ihr den mit plaut. Oder ich habe ein paar Blanke gekriegt, dann da bloß für jeder Mensch einen so einen Start starten. Oh, aber echt, das wird von dir sehr schön und umgastieren. Du hast nicht gekriegt, man über den in den Bad nehmen von ungefähr 350 Grad. Wird sagt, backen, wo das ganz dürfte hart ist. Und verschmolten. Da werde ich noch ein bisschen ein bisschen stoppen, ein bisschen eher. Okay, nu wil ik wissen, wat is te Blut gebracht is. En reut zum Eten. Woehoe! Ja, check mal, nu haben wir den Krax gestart en de Blut nemen. Nu werden we den bakken 53 Grad. Moet even langer wat hier steckt, 15 oder 20 Minuten. Woehoe! Okay, wir haben de Blut gefangen, wat Krax de nemen kan. Wurde 53 Grad von ungefähr 15, 20 Minuten muss sein. Maar het fijn dat je hebt en fijn versmelten is en dat zijn we uit te meten. Oké, nu werden we zijn dat hier nu 20 minuten werden was, oder 24 minuten, 350 Grad, Schtrucklaunt Buljke Pizza, check them mal. Ai, zet dat smaak, oder zet dat smaak. Nu werden we die mal ausschneiden. Ai. Na, alright, nu werden we zijn. Nu wordt een beetje zo van dichtbij. Oké. Ai, zo fijn knusprig. Kijk hem mal. Fleisch en Käse. Mama. Dat is heit over sehr heit. Na, veel eingeflein heb hier een schwappet Maße. Ik dacht, ik had hier een schwappet Maße. Da. Krak zo. Yes. Oi.
Na, da werden wir doch mal schmecken. Schtrucklaunt Buljke Pizza. Waar is een Pepsi hier? Je zou opmerken. Oh, ho, ho, dat heeft je zeker wat zei je, Quatsch. Emma Han. Ik wil wel zeggen, ik ben dankbaar voor jullie, ik ben dankbaar voor mijn vriend, mijn vrouw, en ik ben dankbaar voor dat Jezus voor mij gekomen is en mijn schuld betaald heeft. Hij is voor mij am Kreuz gestorben, hij heeft al mijn schuld betaald. Wenn wir dort annehmen, dann wollen wir noch mal das eigene Leben haben. So. Emma Han, ich bin auch dankbar für diese schöne Mahlzeit. So. Ich hoffe, ihr interessiert dort. Und, oh, das ist was sie nennen Anita. Dort kann sie in Mexiko kriegen. Da wo ich betone, in Mexiko vor den Pickup-Fall ist das holen, das schmeckt sehr schön. Habanero La Anita. Emma Han. Oh. Wow, nu werden wir das mal schmecken. Ei. Und für die Menschen, die das Käse gleichen, das wird dich interessieren. Das feine Fleisch. Und man die heiner Fleischkernbrocken, die dort gemodelt Fleisch wird immer Fleisch geworden. Das Schöne ist, mit Eten merken die keine sind, du meinst, was du scheinst meinen jetzt. So, immer haben, ich hoffe, du interessiert das, und lob mich weiter, wenn die das gemerkt haben und was das geschmeckt hat. Dann scheint es, sehen wir uns das nächste Mal. Ich weiß nicht, dass ich nächste Woche ein Video merken, vielleicht nicht. Ich würde gleichen, aber immer haben, was Gott uns sehen. Ja, ich dachte, ich würde euch noch ein klein bisschen wissen, wo Geschmack rein das nicht sieht, das haben wir hier bei Schtrucklaunt. Gott seine Natur, haben viel Regen gehabt. Und dort sieht bloß so sehr Strom rein. Sogar die Borrelis, die wasen sehr. Die wasen so sehr, die wasen mir einfach den Weg dort aus, dass sie wollen sein kann. Was immer haben, Gott lässt das Regen und Gott segnet dort. Das ist, was es sagt. Sehr rein die Krieg. Wunderschön. Ein paar Monate wird ihr das alle witzig sein. Und dann wird ihr das alle ungeschneit sein. Aber das ist auch Geschmack.